мира. Однако известия об таджикском офицере, переметнувшемся в стан террористов, были помещены на всех русскоязычных информресурсах, а также части мировых. А между тем на президентском сайте удалены совместные фотографии полковника как с Рахмоном-старшим, так и с Рахмоном-младшим, который, как считают некоторые эксперты, и являлся его покровителем во властных структурах. Как повлияет поступок таджикского полковника на те программы подготовки, которые он прошел в России и США? И как скажется данный инцидент на доверии спецслужб мира к силовым структурам Таджикистана? И, наконец, не может ли быть так, что беглый полковник вовсе не предатель, а герой, которого таджикские спецслужбы заслали в стан врага? Sollen sich die Beschuldigten im Januar 2019 des letzten Jahres dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen haben und eine Terrorzelle in Deutschland gegründet haben. Sie sollen zunächst vorgehabt haben, in ihre Heimat in Tadschikistan da auszureisen, um dort im Rahmen des bewaffneten Heiligen Krieges an Kämpfen gegen die Regierung teilzunehmen. Von dem Plan sind sie dann aber offenbar abgerückt und haben stattdessen beabsichtigt, in Deutschland öffentliche, tödliche Anschläge zu verüben. Sie standen damit damals im engen Kontakt mit zwei hochrangigen IS-Führungsmitgliedern in Syrien und in Afghanistan. Und von diesen erhielten die Beschuldigten, das ist soweit erwiesen, entsprechende Anweisungen. Es ging um konkrete Anschlagsziele, etwa Einrichtungen gegen zwei US-amerikanische Luftwaffenstützpunkte in Deutschland. Und außerdem hatten sie nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen den Plan, einen Menschen zu ermorden, der sich aus ihrer Sicht islamkritisch geäußert hatte. Einer der Beschuldigten war sogar bereits dabei, dieses potenzielle Mordopfer auszuspähen. Auch die beiden US-amerikanischen Militärbasen wurden bereits ausgekundschaftet. Die 5 Beschuldigten sind schon auf dem Weg nach Karlsruhe, zum Teil da, und werden dort dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Die Ermittlungen, das ist vielleicht auch ganz interessant für unser Bundesland, haben ihren Ursprung hier in Nordrhein-Westfalen gehabt. Hier haben sich nämlich erste Hinweise auf Anschlagsvorgaben und Ausreiseabsichten ergeben. Logischerweise kann ich dazu im Detail nichts sagen, aber es hat hier angefangen. Wir hatten also die Beschuldigten schon relativ lange im Blick. Wir sind darüber auch im Haus hier immer wieder informiert worden. Von den 5 und waren da auch immer sehr unruhig, das muss ich mal hinzufügen, weil man ja nie genau weiß, ob da und wann da was passiert. Von den 5 Beschuldigten sind 3 als Gefährder und 2 als relevante Personen eingestuft. Die mutmaßlichen Mitglieder des IS hatten sich bereits scharfe Schusswaffen nebst Munition besorgt. Ein Beschuldigter verfügt zudem über Anleitungen für die Herstellung von Sprengsätzen. Das heißt, oder das zeigt, dass es diesen Beschuldigten sehr ernst war mit ihren Anschlägen. Die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden haben frühzeitig aufgeklärt, um herauszufinden, was dahinter steckte und wie aktuell auch das Vorhaben ist. Die NRW-Polizei und auch der Verfassungsschutz, der auch involviert war, also unser nordrhein-westfälischer, haben permanent seit dem Januar akribisch gearbeitet und konnten dadurch im Ergebnis Anschlagspläne im Keim ersticken. Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen stand ein Anschlag in Deutschland nicht unmittelbar bevor. Also es gab nicht ein ganz konkretes Projekt, auf dem jetzt unmittelbar zeitlich festgelegt ein Anschlag geplant war. Aber es gab abstrakte Anschlagspläne, dazu habe ich ja schon was gesagt. Da wurden Ziele ausgekundschaftet, aber es gab eben kein mit Zeit und Ort benanntes konkretes Anschlagsziel. Wir können davon ausgehen, dass sowohl die nordrhein-westfälische Polizei als auch der Verfassungsschutz weiter konsequent, trotz aller anderen Themen, auch weiter konsequent gegen Terrorismus und religiöse Ideologien vorgeht. Und die Maßnahmen die heutigen zeigen auch die Gefahren. Dear ladies and gentlemen, the world community, the leaders of the Christian communities in Germany, the rabbis of the Jewish communities of Germany, the secret services of the countries that are members of NATO and the CIS. The leaders of these countries, we bring to your attention that Emomali Rahmon, his son and the leaders of some representatives of the opposition abroad
are closely connected with the banned international terrorist organization IGIL, and one of these facts in 2020 are members of the banned international terrorist organization IGIL from among the citizens of Tajikistan detained by the anti-terrorist police of Germany in 2020. Karchibekov Farhatshoh, Goybovich, Karimov, Sunatullo, Boboev, Azizzhon, Komron, Burgerman, Karchibekov Firdavsshoh. Goybovich, better known under a pseudonym David Shraiba, is a foreign agent of Tajikistan, and he forged a document that has Jewish roots, infiltrated the Evangelical and Christian communities in Germany, falsely accepting religion, so that, like IGIL and its accomplices, they wanted to carry out a terrorist attack on NATO military bases throughout Europe, but the German police arrested 5. After an investigation, a German court passed a sentence on 5 Karchibeks Firdavsshoh, better known under a pseudonym David Shraiba, who was involved in this terrorist act, but was released. At the moment, he and other foreign agents from the clan of Emomali Rahon, being on the territory of Germany under a false name, are collaborating with clan leaders. He collected information by blackmail from 2 elderly women, citizens of Germany, to set up and slander women, men and leaders of the opposition movements of Tajikistan, so that the entire opposition of Tajikistan would not unite, instructing them in every possible way against each other by prohibited methods. He illegally conducts audio-video recordings of videos against oppositionists in order to further transfer these audio and video materials to Emomali Rahon and his clan. Karchibekov Firdavs, or David Shraiba, is accused of being involved in IGIL and is a spy. We, the people of Tajikistan, notify the authorities of the Federal Republic of Germany and law enforcement agencies that Karchibekov Firdavsshoh is a particularly dangerous criminal at the international level and the safety of the entire people, religions of the Federal Democratic Republic of Germany. He received money from IGIL to carry out terrorist attacks on U.S. military bases. NATO in Germany is cooperating to obtain information about every member of the opposition in Tajikistan, on the territory of Europe, from Mirzoev Yusuf Ashraf Hussein Bekruz to Goyzoda Sheriff Fidin Gadov and other members of the clan of Emomali Rahmon, to denigrate the deportation of the leaders of the political opposition movements of Tajikistan. Abroad, Karchibekov Firdavsshoh, or David Shraiba, hates the European race, the Anglo-Saxon race, the Jewish race, the Slavic race because he is a saboteur, spy and intelligence officer of the banned international terrorist organization IGIL.